Hier, wieder Watte Uber. Was würdest du sagen, wenn ich mich in deinen Computer hacken würde und bei dem nächsten Bootvorgang Käse aus deinem Headset läuft? Was ich sagen würde, ist einfach: What the fuck? Dann nächste Frage. Was würdest du, immer noch von ihm, was würdest du machen, wenn deine Tastatur beginnen würde, dich totzuschlagen? Ich würde wahrscheinlich sterben. Kannst du während dem nächsten Video mal so richtig ausrasten? Da hast du Glück. Ich habe nämlich letztes Let's Play Bad Company 2 aufgenommen. Und da habe ich mich doch ziemlich aufgeregt. Nicht so übertrieben, aber ich habe mich aufgeregt. Und dann fragt er noch, ist Steam besoffen? Ja, also manchmal frage ich mich das auch. Wenn nichts mehr läuft in Steam, dann denke ich auch, ist Steam besoffen, aber ansonsten, Steam ist ganz cool. Dann, The True Panic fragt, welches ist dein Lieblings-Nintendo-Spiel? Und da kann ich eigentlich gar nicht, also es gibt nicht wirklich ein Lieblingsspiel, ich habe halt immer auf was anderes Bock. Trotzdem habe ich hier mal ein Spiel mitgebracht. Das ist so ziemlich das Spiel, was ich am liebsten zocke und eigentlich immer zocken könnte. Super Smash Bros. Brawl. Oder allgemein die Super Smash Serie. Übelst geil. Da kann man einfach mit allen Nintendo-Charakteren gegeneinander fighten, kämpfen. Macht übelst Bock. Das ist ein Grund, warum ich auch Nintendo übelst mag. Allein schon wegen diesem Spiel will ich mir eine Nintendo holen. Eine Wii oder keine Ahnung was. Und was ich danach noch sagen kann, früher beim N64 und so und eigentlich bis heute gibt es 3 Spiele, die mich eigentlich bis heute übelst begeistern, die ich übelst geil finde. Und zwar habe ich die auch hier. Das erste, was jetzt gerade ein Let's Play von läuft, Donkey Kong 64. Ja, übelst geil, übelst großes Spiel, aber richtig geil. Ja, habe ich übelst gesuchtet früher. Das ist so eines meiner Lieblingsspiele. Dann ein Let's Play, das schon vorbei ist, Banjo-Kazooie. Das ist auch richtig geil, ist leider ein bisschen kurz, aber der Inhalt hat es dafür in sich. Und dann noch ein Spiel, das ich erst kürzlich wieder gezockt habe, Paper Mario. Das ist ein RPG, also Singleplayer natürlich, von Mario. Übelst geil, habe ich letzten Freitag, glaube ich, oder Samstag angefangen zu zocken. Und am Sonntag oder am Montag, weiß nicht mehr genau, innerhalb von 3 Tagen oder so hatte ich es durchgezockt. Ist übelst geil, das Game. So, jetzt kommen die Fragen, die erst kürzlich gestellt wurden, weil ich da ja noch ein Video hochgeladen habe. Das sind jetzt diese Fragen. Also mal gucken, was wir hier so haben. So. War klar, dass es kommen muss. Philipp2787 fragt mich, magst du Bratwurst? Müsst ihr jetzt mich auch schon damit nerven? Reicht das nicht, dass ihr den guten Ali da... Hast du schon mal einen Pfeil ins Knie bekommen? Weißt du, dass ich im Bogenschießen bin? Nee, Spaß, ich habe noch nie einen Pfeil ins Knie bekommen. Ich habe erst einmal einen Pfeil ins Knie geschossen. Nee, Spaß, ich habe noch... Nein. Sag mir ein Element aus dem Periodensystem, welches radioaktiv ist. Atombombe? Was ist dein Lieblingsbuchstabe? Mit Buchstabe kann man Lieblingsbuchstaben haben. Habe ich keinen. Ne. Hier hast du, glaube ich, einen Schreibfehler gemacht. Du schreibst, wo ist Walster? Ich denke mal, du meinst Walter. Walter, wo ist Walter? Denk mal, der ist gerade in seinem geilen Suchbilderbuch. Wo ist Walter, Alter? Wo ist Walter, Alter? Also, wie bist du auf das Let's Playen gekommen, möchte
97 Baker wissen. Ja, wie war das eigentlich? Ah, genau, ich habe das allererste, was ich ja gemacht habe, war die Sniper-Tipps. Eigentlich hat das angefangen, ich habe nur immer Videos hochgeladen. Sniper-Shots habe ich mal hochgeladen, so eine Montage. Und die haben alle übelst geil gefunden und ich habe da halt gefragt, soll ich mal irgendwie ein bisschen Tipps geben, wie ich es gelernt habe und alles. Da haben halt viele gesagt, ja, sie hätten das gerne. Und dann, yo, habe ich so die ersten Tipps gemacht. Und fand es irgendwie übelst lustig, so das Kommentieren von Videos hat mir einfach Bock gemacht. Da habe ich einfach mal Let's Plays angefangen und das hat immer noch Bock gemacht. Also das kam eigentlich da mit den Sniper-Tipps. Ja, damit hat es eigentlich angefangen. Dadurch. Was willst du mal arbeiten? Ja, entweder irgendwie Informatiker oder was. Wäre ganz geil. Oder Grafiker wäre auch ganz cool. Ja, die beiden Sachen. Was war das beste Ereignis in deinem Leben? Ich denke, das war, als ich in Bad Company 2 den Platin Star für die Gold gekriegt habe. Ne, Spaß, ich weiß nicht. Bestes Erlebnis. Das gibt's nicht. Man hat immer wieder schöne Erlebnisse, aber ein bestes gibt's für mich aus gesehen nicht. Was ist deine Lieblingssportart? Bogenschießen. Ganz klar. Und E-Sports, wenn das zählt. Wie lange brauchst du eigentlich? Ah, übrigens Max Kalt 1 fragt diese Fragen, die bis jetzt hier, was ist Lieblingssportart und so, wirst schon. Also wie lange brauchst du eigentlich für eine Let's Play Folge? Also aufnehmen logischerweise etwa eine Viertelstunde. Dann das Zusammenschneiden ist relativ kurz. Das geht etwa, keine Ahnung, höchstens 5 Minuten. Und das heißt etwa 20 Minuten, bis ich quasi das Material habe. Dann muss das aber noch rendern, das heißt das Video muss erstellt werden. Und das dauert übelst lange. Das geht ungefähr für 40 Minuten oder so, für eine Viertelstunde. Und in diesen 40 Minuten kann ich eigentlich am PC nur Internetbrowser und so Sachen, die einfach überhaupt keine Leistung brauchen, kann ich dann machen, aber so Battlefield oder so geht währenddessen nicht, sonst kackt mein PC ab. Also, ich würde mal sagen, so ja, Bearbeitung ca. 20 Minuten und bis alles fertig ist ca. eine Stunde. Ja, ungefähr. Wie lange spielst du am Tag PC? Kommt ganz drauf an. Je nachdem, wenn ich in der Schule gerade lernen muss oder was, weniger, ansonsten mehr. Also ich sag mal, am Wochenende zocke ich doch übelst viel. Also eigentlich am Tag sicher 6, 7 Stunden oder was, also richtig viel. Da bin ich eigentlich schon zu viel, würde ich mal behaupten. Aber ja, so. Und unter der Woche, also wenn ich Schule habe, dann natürlich weniger. Da vielleicht 1, 2 Stunden. Wenn es gut kommt, 3 Stunden so. Oh, es sind ja schon fast alle durch hier. Test Gamer TV fragt, warum Baum? Weil Gurke. Dann fragt der Hopfdole wieder. Kennst du Aldi? Ja, kenne ich Aldi, gibt's bei uns auch. Wie findest du Kick? Kann ich nicht sagen, war ich noch nie eigentlich. Ich kenn's, aber ich war glaube ich noch nie da. Dann bist du in Facebook. Also ich habe einen Facebook-Account, aber ich bin relativ selten online in Facebook. Gibt es in der Schweiz Quick? K-W-I-C-K geschrieben. Habe ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaub nicht. Na, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. Auf welche Schule gehst du? Das heißt, das ist die Bezirksschule. Das ist quasi eine Stufe unter dem Pro-Gymnasium. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland genau ist. Aber ich sag mal, das zweithöchste Niveau. So. Ich war 3 Jahre auf dem höchsten Niveau, aber dann bin ich runtergegangen. Weil erstmal hat es mich angekackt im Gymnasium.
Und zweitens war ich glaube ich auch zu faul dafür. Ich habe da nicht wirklich gelernt und so. Wie, dann Dennis 3537 fragt wieder, wie geht's dir gerade? Ganz gut. Ja, ganz okay. Was ist mein Lieblingsspiel, fragt er noch. Das gibt's eigentlich nicht wirklich. Also, ich sag mal, Bad Company 2 könnte ich praktisch am Stück zocken. Also Bad Company 2 gehört zu meinen Lieblings. Super Smash Bros. Brawl gehört zu meinen Lieblingsspielen. Und allgemein die Wealth Games, also so Sachen wie Counter-Strike, Team Fortress, Left 4 Dead, die finde ich übelst geil. Die sind nicht kompliziert, da kannst du einfach loszocken. Es geht nicht um EP sammeln, man muss einfach nur Spaß haben. Übelst geil. Die Games, das sind so meine Favorites eigentlich. Dann, was hast du sonst noch für Hobbys? Ja, habe ich eigentlich schon so halbwegs gesagt, aber trotzdem, also Mangas, Musik, hören und zwischendurch auch mal spielen, aber eben selten. Bogenschießen, zocken, Filme gucken, ja, das war's. Nimmst du auf deiner PS3 mal auf? Kann ich noch nicht sagen, weil da muss ich mir ja die, wie ist das Ding, HD PVI oder sowas kaufen. Und die kostet auch ordentlich und ja, muss ich mal gucken. Vielleicht irgendwann mal, aber ich denke, ich würde mir eher einen Grabber holen, damit ich von der Nintendo aufnehmen kann. Weil da gibt es einfach mehr Projekte, die ich auch gerne mal let's playen würde. Aber vielleicht mal irgendwann, wenn ich verdiene oder so. Also es geht bestimmt noch eine Zeit, wenn ich es mal mache. Was magst du mehr, BF3 oder MW3? Kann ich nicht wirklich sagen, weil MW3 habe ich nicht. Aber ich denke schon BF3. Also wenn ich jetzt vergleiche MW2 zu BF3, ich denke schon BF3, ja doch. Dann frag mich, magst du Salat? Kommt drauf an. Ich esse nicht so gern Salat, aber also Salat jetzt mit Salatsauce und so. Aber Salat an sich, je nachdem welches Gericht und so, ist das übelst geil. Erwähnst du mal meinen Namen? Nee. Oh fuck. Dann fragt er mich, sind das genug Fragen? Glaub schon. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Also, dann fragt mich der Hallo Du 001. Grüß dich, Fabian. Wo ist Herbert? Der ist bei den Außenseitern. Wie viele Spiele hast du? Da muss ich kurz mal einen Hausrundgang machen. Dann fragt mich noch Birne oder Apfel. Das ist nicht schwer. Eindeutig Apfel. So, dann der Alex 74147 fragt mich, hast bzw. hattest du gute Noten in der Schule? Also ich hatte gute Noten in der Grundschule, also bei uns heißt das Primar. Und dann im Gymnasium, also im Pro-Gymnasium, hatte ich eigentlich die ersten 2 Jahre auch relativ gute Noten. Im 3. Jahr war es ein übelst scheiße.
Und im vierten, wo ich jetzt bin, das sind die Noten okay, würde ich mal sagen. Also Französisch und Biologie bin ich sehr schlecht eigentlich. Aber die restlichen Fächer sind eigentlich okay bis gut. Ja. Was planst du für die Zukunft? Ja, nichts Spezielles. Ich mache einfach weiter, so wie es mir gefällt, so quasi, und wird sich schon alles ergeben. Also ich habe nicht speziell Pläne. Also wie gesagt, 5 Let's Plays würde ich gerne schaffen. Ja, das war's. Dann Peng Booth fragt mich, ob ich Haustier habe. Nee, habe ich nicht. Ich hatte mal 2 Meerschweinchen, die sind aber beide gestorben.